Hey yo, this is Cringe Talk speaking. Motherfuckers. Ich bin gut drauf, weil ich habe Urlaub. Und deswegen haben wir gedacht, jetzt haben wir eine Zeit lang nicht mehr geredet, also nicht wirklich geredet, machen wir mal wieder. Und ja, also mein Urlaubssound, den ich so im Kopf mittrage, ist wieder mal Chantabal, mein alter Freund. Und Kupfersteher, Baby Girl. Und Schuld sind wieder alle anderen. Schuld ist unter anderem auch tatsächlich, also in der Arbeit ist bei uns tatsächlich so, ja, man kennt sich, gell, und wenn es dann irgendwo gesagt wird und keine Ahnung, so bestimmte Insider hörst, dann weißt du, wer gemeint ist. Und ich bin tatsächlich in die Arbeit, in den Urlaub verabschiedet worden mit Gib mir der Leid. Also, Chantabal. Und ja, das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man so, ja, also Gaudi am Arbeitsplatz. Ich schweife schon wieder ab hier. Ich wollte euch eigentlich, das habe ich an diesem Short schon gemacht, ja, die alte Frau lernt dazu, ich habe auch Shorts gemacht. Und zwar, ich habe eine wunderschöne Antenhausshow. Also, wenn sie Frauen für den Urlaub Schuhe kaufen, dann sind das meistens irgendwelche ganz tollen, weiß ich nicht, so Tappel, nee, jetzt bin ich ziemlich groß, kann ich eh nicht anziehen, sonst wirft es mir, also das möchte keiner sehen, das tut der Krankenkasse nicht, weil, ja, egal, deswegen, ich habe so voll die coolen Antenhausshow, die da, ja. Ja, ich liebe sie. Also das war mehr oder weniger so ein Zufallskauf, so ein eigentlich Hausshow sauber, nimm sie in Urlaub mit, weil der Mo, dem gefallen sie eh nicht, der weil das nicht sagt. Und ich denke mir, im Urlaub käme ich eh keine Sau, eigentlich kann das den ganzen Tag anziehen. Das ist wurscht, das ist ein Erkennungsmerkmal, gell. Also, ich kann mich erinnern, ich war so ein kleines Mädel, ich habe immer schon gern lustige Sachen angehabt oder irgendwas halt, was mir gefällt, das zeige ich an. Und irgendwann einmal im Kindergarten oder in der Schule, oder was war schon, erste, zweite Klasse, da habe ich so Haarspangen gehabt mit so Vogeln, die haben dann da so Federn drauf gehabt und dann sind da so gewippt. Ich fand es sau cool. Und dann war ich, glaube ich, auf Besuch bei der Tante oder so und dann waren so andere Kinder da und weil es halt im Wald so ist, eine eigene Sprache, und dann sagt der vorne, wie schaust denn du aus? Ah, das hat mich schon schwer getroffen. Ja. Wie schaust denn du aus, hat sie gesagt. Andererseits, ich schaue gut aus, ne, haben wir neidisch ein wenig. Also heute würde ich sagen, haben wir neidisch. Das ist, in der Schule war es auch, da habe ich irgendwann mal so eine Frisur, da keine Ahnung, irgendwann tot zusammengewurstelt. Und da haben wir einen in der Klasse gehabt und die hat so die Angewohnheit gehabt, die ist immer so da gesessen und dann hat es quasi, also nicht so, sondern so, und dann hat es quasi aber gelästert und hat aber gemeint, wenn ich so da sitze, dann merkt keiner. Dann hat es quasi die Leute direkt angeschaut und hat dann über die gelästert. Und ab und zu ist er aber halt dann doch etwas lautes ausgekommen und dann bin ich auch eben mit dieser lustigen Frisur in die Klasse gekommen und dann sitzt sie wieder da mit ihr, ja, und dann auf einmal her, schau das! Schau das! Da war ich, ne? Hat wieder ausgeschaut. Ja, ach, der Leitschmerz. Es ist eh schon wieder ein Leitschmerz, weil ich vorher heuer mit dem Minimo im Urlaub. Also wir teilen wir halt auf, heuer auf, 2:2. Ich und der Minimo, also der Minimo und ich und der große Bub mit dem Papa. Und Gerüchte, ne? Nein, wir lassen uns nicht scheiden. Ja, das ist, habe ich schon wieder gehört, oder was ist denn los bei euch? Nix ist los, gar nichts ist los. Es ist einfach so, meine Stingerde, meine Emma ist jetzt 13 und hat halt ein paar Baustellen und wir können es nicht mehr mitnehmen in Urlaub, weil es einfach nicht mehr der Greit, sagt der Weitler. Also das ist, die geht ein paar Meter und dann aus die Maus. Dann sehen sie, dann kann sie einfach nicht mehr und 100 Meter wandern. Ein wenig kurz. Deswegen, also sie hat einen tollen Hund, eine tolle Hundesitterin, bei der bleibt sie aber leider auch nicht mehr, beziehungsweise sie bleibt schon, aber sie hat jetzt Trauern also angefangen, sprich sie frisst nichts mehr und ich kann den Hund nicht 2 Wochen daheim lassen und dann verhungert sie mir. Sie frisst einfach nicht mehr. Von daher, sie hat es verdient, sie war mehr als 13 Jahre bei uns, nein, fast 13, können wir rechnen. Wie alt haben wir denn?
13 hat es gesagt, wird es im Oktober und recht hat es, also sie wird 13 im Oktober und deswegen haben wir halt gesagt, wir teilen wir uns auf. Der Vorteil ist, Mama können sie definitiv nicht streiten. Ich habe schon gesagt, immer ein paar Mal am Tag anrufen, da streiten können. Wurscht. Nein, machen wir nicht. Und ja, also wie gesagt, die Stingert bleibt daheim. Zweimal. Und wir teilen uns den Urlaub so. Dann haben wir das auch. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ich habe Packliste habe ich schon geschrieben. Und dann habe ich ein Ziel gehabt und habe draufgeschrieben, oben als erstes Würmer. Ne? Gibt es wieder Wurmtour am Urlaubsort. Und lege den Zettel da schon hin. Dann kommt der Damo, und sagt, hey, hat er gesagt, sind nicht bei Kinder krank. Ich sage, warum? Ja, du schreibst Würmer auf, haben die Würmer oder warum? Sag ich, nein, das ist meine Packliste. Mittlerweile schaut er mich schon gar nicht mehr komisch an, weil man kennt sich ja. Würmer. Ich nehme gehäkelte Stoffwürmchen mit. Packliste, individuell. Ich finde das ganz lustig, unser Zimmer wird heißen, da habe ich heute nachgeschaut, das Zimmer Hühnerglück. Was? Können wir ein Hähner-T-Shirt auch zwingen? Also, wenn es jetzt dann einmal heißt, weiß ich nicht, in den Nachrichten, das ist die Spülmaschine fertig, jetzt pfeift es gleich. Wenn es dann einmal heißt in den Nachrichten, Chiemsee, Doppelpunkt. Frau, desorientiert unterwegs mit auffälligem T-Shirt mit Hühnerdruck und Entenschuhen mit Sonnenbrille. Braucht euch nichts denken, braucht Polizei nicht oder bin bloß ich. Halt, warum auch nicht? So, die Urlaubswarnungen sind ausgesprochen, jetzt glaube ich, habe ich alles. Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Urlaub, einen schönen Pfingsturlaub. Wer keinen hat, danke fürs Weiterarbeiten, ich bin heuer, also Herzl, danke fürs Weiterarbeiten, ich bin heuer eine von den 12 leider ist. Die 12, der ein oder andere weiß Bescheid. Schöne Zeit. Kauft euch. Jetzt pfeift Herz, das ist die Spülmaschine. Die sagt auch Tschüss. Ich denke mal mein Herz. Und ich backel jetzt weiter. Die Würmer sind schon drin, das ist das Wichtigste. Die Antenschau sind drin. Am Ende nur ein wenig Kaffee. Genau, der Manu, also der Minimo hat auch schon backelt. Wir freuen uns. Und es ist immer jemand daheim, also wenn es war, könnt ihr vorbeikommen, der Muck freut sich. Genau. Für euch. Bussi. Ja, habe ich eigentlich schon mir Bussi hergegeben bei einem Reel. Nein, da muss ich jetzt noch mehr. Also, get busy. Motherfucker. Jetzt komme ich echt in den Schmarrn rein.